Aber hallo, der Marktplatz. Da hat man den Rondra-Tempel. Habe immer noch Tempelverbot. Humorlose Priester. Selbst den Bettlern bin ich unheimlich. Bettler. Tag Andros. Redest du immer noch nicht mit mir? Dachte ich mir. Na gut. Der Jindrich. Tag, Schmied. Verschwinde, Vogelfänger. Ich hab viel zu tun. Außerdem setzen in deiner Nähe meine besten Klingenrost an. Ja, ich seh schon. Den besten Ruf habe ich nicht. Was hast du denn zu tun? Stellst dich ein bisschen dumm, was? Ich bin Schmied. Wir haben hier bald ein Ritterturnier. Wer wird wohl die Rüstungen ausbeulen, die Lanzen polieren und die Schwerter schleifen? Hm? Jemand, der das kann. Ach, halt's Maul! Was denkst du? Wer hat die besten Aussichten bei dem Turnier? Mir egal. Hauptsache, die Ritter bezahlen ordentlich für meine Arbeit. Dieses Jahr fehlt sowieso der Beste von allen. Da ist die Turnei für die Katz. Wer soll das denn sein? Ritter Bogomil Zornbold natürlich. Kenn ich nicht. Schlimm genug. Was bekommt wohl der Sieger der Eichblattqueste? Was fragst du mich? Wahrscheinlich den Ritterschlag. Meinst du wirklich? Wenn du gewinnst, hoffe ich mal nicht. Wir werden ja sehen. Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Okay, Leute. Das war der Schmied. Da haben wir die Mastau. Morgen Pentoge. wartet die Schlachtbank. Wenigstens kann es ruhig schlafen. Es weiß ja auch nicht, was ihm blüht. So, da haben wir einen Humpen. Hey, weg da! Glaub ja nicht, dass ich dir was von dem Bier abgebe. Ja gut. Wer teilt der Bier schon gern? Die Hilda. Und da ist der Spielmann. Ein Käseleib, die Strohpuppe. Lostopf. Der Schachtel. Finger weg. Sag mal her. Flammenschnaps. Davon verkaufe ich nichts. Das ist nur für Gewinner. Und das schließt mich natürlich aus. Nur für Gewinner. Nicht stehlen, Geron. Sag mal, was denkt ihr von mir? Was war denn die? Hallo, Geron. Hast du schon eine Lerche für mich gefangen? Nein, noch nicht. Ach, Geron, ich habe das Gefühl, du strengst dich gar nicht richtig für mich an. Unsinn. Es ist einfach nicht die Zeit für Lerchen. Kannst mir ja viel erzählen. Was willst du überhaupt mit einer Lerche? Sie soll für mich singen, was sonst? Natürlich. Ja, gute Frau. Deine Lerchen kannst du selber fangen. Was ist denn in dem großen Topf? Eicheln. Für die Schweine? Nein, das sind Lose. Für den Jahrmarkt. Zu Ehren der Königin von Nostria. Einmal ziehen kostet einen Kreuzer. Und was gibt es zu gewinnen? Ich habe hier noch die Strohpuppe, das Fläschchen Pflaumenschnaps und den Käseleib. Der Sieger darf sich seinen Gewinn selbst aussuchen. Jetzt könnte man ein Los kaufen. Weiß ich nicht, ist das sinnvoll? Ich will ein Los ziehen. Ach, Geron, bist du dir da sicher? Bei deinem Glück wird das doch sowieso nichts. Fang du nicht auch noch so an. Hier hast du deinen Kreuzer. Mist. Sei so gut und leg die Eichel hier in die Schachtel. Und guck nicht so. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Oh Gott, bloß nicht. So, dann tun wir mal die Gewinnersichten bezweifeln. Hat denn überhaupt schon mal jemand gewonnen? Natürlich. Denkst du, ich betrüge? Schau, ich lege jede gezogene Eichel in diese Schachtel. Auf die Gewinnereicheln habe ich kleine Muster gemalt. Und wie du siehst, ist schon ein Gewinn los in der Schachtel. Es hat also schon mal jemand gewonnen. Ist ja schon gut. Hier ist schon einiges los, nicht wahr? Ja, ist das nicht großartig? Und das ist erst der Anfang. All die fremden Menschen, die wunderbare Musik. Endlich kommt das Leben mal nach Andergast. Aber hast du schon von der Magistra Dorota gehört? Die Alte? Die aussieht wie ihr Zauberstab? Sei nicht so spöttisch, sie ist tot. Tot? Die Augen ausgerissen. Genau wie bei Ritter Olderich. Sonderbar. Ja. Ach, der Spielmann ist wundervoll, findest du nicht? Gefällt dir die Musik? Ja, ich höre schon die ganze Zeit zu. Ich würde so gern noch näher zum Musiker gehen und ihm beim Spielen zusehen. Aber leider muss ich hier bleiben und auf die Lose aufpassen.
Ach, würde er nur das Lied von der Bärenbraut spielen. Dann könnte auch ich mich nicht mehr zusammenreißen. Was ist so Besonderes an diesem Bärenlied? Ach, Geron, es ist so schön. Da wird einem alles andere unwichtig. Du musst es schon selbst hören, um zu verstehen, was ich meine. Was meinst du, bekommt der Gewinner des Wettbewerbs? Ich schätze, der Sieger bekommt ein Lob vom König und darf sich mit einer Medaille brüsten. Das war's? Wieso? Machst du etwa mit? Warum nicht? Ach, Geron, du lässt dich nicht unterkriegen, hm? Mach's gut, Hilda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Die Bärenbraut. Später die, oder wir? Seid gegrüßt, Spielmann. Wie ist euer Name? Mein Name ist Fredhelm. Was willst du? Fredhelm? Etwa Broderick Fredhelm? Nein, leider nicht. Einfach Fredhelm. Aber sag du zu mir. Also, was ist nun? Hast du etwas auszusetzen? Wo hast du gelernt, auf der Fiedel zu spielen? Das habe ich mir selbst beigebracht. Als kleiner Junge habe ich den fahrenden Spielleuten immer genau auf die Finger geschaut. Und das war alles? Nein, ich habe mir die Saiten und Bünde mit Kohle auf ein Brett gemalt und jeden Tag die Griffe geübt. Die Musik habe ich mir einfach vorgestellt. Irgendwann bin ich zu einer echten Fiedel gekommen, sozusagen. Und seitdem reise ich als Fiedelspieler durch die Lande. Kannst du auch etwas anderes spielen? Gefällt dir meine Musik nicht? Doch, doch. Ich würde nur gerne ein bestimmtes Lied hören. Das Lied von der Bärenbraut. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Kann es nicht ein anderes Lied sein? Ja, Mann, nicht diskutieren. Spielen. Das schaffst du schon, Fredhelm. Die Leute hier merken sowieso nicht, wenn ein paar Noten nicht stimmen. Also gut. Und schön laut bitte, damit man dich auf dem ganzen Markt hören kann. Ist recht. Ein Wunschlied für den Vogelfänger hier. Was? Pass bloß auf, Musikus. Wenn der Vogelfänger sich was wünscht, geht meistens was zu Bruch. Kannst es nicht wissen, aber das stürzt uns alle noch ins Unglück. Hör gar nicht hin, spiel einfach. So, die Bärenbraut. Da flippt die Hilda aus, gell? Ein Glück, dass die blank zirkt. Hilda? Hilda? Jetzt wird die gute Frau allerdings abgelenkt. Wie schaut denn aus? Die gezogenen Lose. Ah, diese Eichel hat ein Muster. So, jetzt haben wir das gewinnlos. Sehr gut. Die Frage. Wird er reinschmeißen? Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex. Sie hat nichts gemerkt. Warte mal. Meister Spielmann, hör mir auf damit. Fredhelm? Ja? Du kannst jetzt wieder etwas anderes spielen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich dachte nur, etwas Lustiges, Fröhliches wäre zur Abwechslung nicht schlecht. Ein Trinklied vielleicht. Also gut, meinetwegen. Aber dann ist Schluss mit deinen Wünschen. Ja, vielleicht. Ja, ich seh schon. Den Wunschkonzert haben wir nicht. So, die Hilda. Ach, Geron, was für ein wunderschönes Lied. Warum spielst du nicht mehr auf der Flöte? Ich ließe dich auch jeden Abend vor meinem Fenster proben. Oh, bitte nicht. Eher schneide ich mir die Ohren ab, als mir das Gejaule anzutun. Ich denke darüber nach. So, jetzt kaufen wir. Nur los. Ich will noch einmal ziehen. Jetzt wird es bestimmt etwas. Nein, du verschleuderst nur dein ganzes Geld. Und lass auch die anderen mal. Ich sehe hier keine anderen und jetzt nimm bitte den Kreuzer. Na schön. Du willst es ja nicht anders. Ganz genau. Und jetzt mit dem Gewinn lostauschen. Hier, ich habe gewonnen. Pah, Hexerei. Herzlichen Glückwunsch, Geron. Welchen Preis hättest du denn gern? Welchen Preis hätte ich gern? Das ist die Frage. Ein Käseleib, die Strohpuppe oder ein Schnaps. Wobei, Schnaps geht Gib immer. mir den Pflaumenschnaps. Bitte sehr. Falls du doch etwas anderes willst, kannst du es später noch umtauschen. Also, ja gut. Ein praktischer Service.
So, der Romat, was haben wir da? Die Schürze. Wie soll ich da rankommen? Kleider habe ich zum Glück selbst. Eine Unterhose. Kleider habe ich zum Glück selbst. Jetzt halten schon Kleider als Festschmuck her. Zu weit weg. Wir haben allerdings... Warte mal. Wie schaut du aus? Das ist ein Stadtbüttelhemd. Was machst du da? Der schöne Festschmuck. Ich darf das. So, jetzt Hobby. Ein Wams. Tatsächlich. Eines von Olgierds Messingeichenblättern. Mal sehen, was dem Schwätzer dazu einfällt. Ein Eichenblatt aus Messing. Wir brauchen allerdings die aus Kupfer. Aber der Olgierd braucht es. Vielleicht können wir tauschen. Die Magier Academy. Der Akademiewächter. Versuchst du wieder, mich durch Starrerei aus der Ruhe zu bringen? Es gelingt ja kein zweites Mal. Du solltest allmählich gelernt haben, dass du hier nichts zu suchen hast, Vogelfänger. Ich breche dort nicht noch einmal ein. Keine glückliche Mutprobe. Ja gut. So, da hinten ist nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Olgierd. Oh, wo geht denn durch? So, da haben wir jetzt der Travia-Tempel. Eine Kurbel, die Vornhalterung, der Haushofmeister Neuendorf, die Burgwache und Mastschweine, natürlich. Der Tempel der gütigen Göttin. Und selbst dort bin ich nicht gern gesehen. Im Augenblick habe ich Dringlicheres zu tun, als zu beten. Ja gut, wir beten später. Die Winde zum Hissen des Banners. Spiel damit nicht rum, Vogelfänger. Das Stadtbanner ist heute gar nicht gehisst. Fass das nicht an. Der Haushofmeister. Ein beschwertes Leben, wenn man sich mit diesem Dreck zufrieden gibt. Du schon wieder? Olgierd von den Färbern hat meine Eichenblätter gestohlen. Was kümmert es mich, wenn du deine Blätter verlierst? Es ist eine Ungerechtigkeit. Sie waren in der Überzahl. Jeder lernt diese Lektion früher oder später. Ich brauche keine Lektionen. Ich bekomme es schon irgendwie wieder. Wie lautet das Rätsel für das letzte Eichenblatt? Das Rätsel für das 4. Eichenblatt ist gerade richtig für dich. Die Säue am Nordtor sind seltsame Tiere. Die Eicheln fressen sie auf, aber die Blätter, die fressen sie nicht. Säue am Nordtor, Eicheln, keine Blätter. Klingt leicht, aber wieso ist das Rätsel genau etwas für mich? Spute dich lieber, bevor ein anderer gewinnt. Welcher Preis winkt noch gleich dem Sieger? Der Sieger wird vom König selbst geehrt. Was genau bedeutet das? Scher dich fort, wenn du das nicht zu schätzen weißt. Unwürdiges Pack. Ich komme wieder. So, die Schweine im Nordtor. Ja, die Frage, wo ist das Nordtor? Das da? Eine Eichel. Und die was fressen? Schon fett genug. Schon fett genug. Troger hat mich einmal in der Speisekammer der Burg erwischt. Frage mich nur, was er dort gesucht hat. Der Troger. Was streunst du hier rum, Vogelfänger? Du hast in der Burg nichts zu suchen. Ja gut, ich glaube, da geht nichts. So, wir marschieren jetzt zu Olgierd. Vielleicht mal die Schweine, hä? Kann ich sagen? Willst du was? Sieh mal, Olgierd. Ein Eichenblatt aus blankem Messing. Ist mir einfach vor die Füße gefallen. Das muss das vom Burgwächter sein.
Wo hast du... Lass uns doch tauschen. Eichenblatt gegen Eichenblatt. Damit du gewinnst? Auf keinen Fall. So gewinnt keiner von uns beiden. Es sind noch andere im Wettstreit, wie du weißt. Also schön. Wie viele Eichenblätter hast du schon? Genauso viele wie du. Verstehe. Also gut, Vogelfänger. Heute ist dein Glückstag. Wir tauschen. Aber sei gewarnt, Giron. Wenn du gewinnst, schlägt Ulfried dich grün und blau. Dann sollte er sich schon mal ausruhen. Hau bloß ab. So, jetzt haben wir das dritte Eichenblatt. Da haben wir gerade das Problem mit den Schweinen. Hey, die beißen mir die Hand ab. Beißende Schweine. Die Schweine werden genug gemästet. Ja, na, so ist der Schlung. Nicht sehr schlau. Oder ich dudel dir noch was vor. Das ist keine Hilfe. Wie schaut mit dem Schnaps aus? Los her. Der Schnaps haut rein. Schau dir den Vogelfänger an. Der Arme bekommt einfach nicht genug zu essen. Ja, das ist witzig. Hier ist das Eichenblatt. Ich habe alle 4. Jetzt schnell zum Haushofmeister. Ja, Freunde, schaut auf den Hohn und Spott. Der Eichenblättl haben wir. So, Meister Neundorf. Du schon wieder? Ich habe alle 4 Eichenblätter. Was? Du? Zeig her. Tatsächlich. Jetzt sieht die ganze Färberbande, wer der Dumme war. Nicht so schnell. Eine Aufgabe steht dir noch bevor. Aber ich habe alle 4 Blätter beisammen. Nimm dieses Stadtbanner und hisse es vor den Toren der Burg. Oh je, das riecht nach Schikane. Es ist ein Tribut an deine Stadt und an deinen König. Es zeigt deinen Stolz, Untertan des Andergaster Königshauses zu sein. Kinderspiel. Das Andergaster Banner. Das hängen wir wahrscheinlich an den Fahnenhalter. Seht das? Der Vogelfänger hat gewonnen. Das ist kein gutes Omen. Du hast den Sieg in der Eichenblatt-Queste errungen. Wer hätte das gedacht? Um deine Ehrung zu empfangen, darfst du heute vor den König treten. Aber einer wie du wird nicht einfach so zum König vorgelassen. Höre mir also genau zu. Alles, was ihr sagt, Meister Haushofverwalter. Königlicher Haushofmeister. Entschuldigt. Die erste Regel. Sprich nur, wenn du angesprochen wirst. Keinesfalls dem König ins Wort fallen. Oder mir. Und du gehst nicht weiter als 7 Schritte vor den Thron. Jawohl. Du weißt, wie viel 7 ist, ja? 7 kommt nach der 6. Der König wird mit königliche Hoheit oder Majestät angesprochen. Königliche Hoheit, so wird es gemacht. Bereite mir keine Schande. Ein falsches Benehmen und du bist die längste Zeit in Andergast gewesen. Dann bringen wir es jetzt hinter uns. Mein Gott, sind die pingelig. Neuendorf, Rapport. Die junge Königin von Nostria wird die kommenden Tage nicht vergessen, Majestät. Wurde die Garde aus der Rüstungskammer eingekleidet? Und ist endlich der Bote mit den Willkommensgrüßen entsendet? Nicht nur das, mein König. Feine Pasteten sind aus dem Albernischen eingetroffen. Sie munden vorzüglich. Und für das abendliche Gastspiel konnten wir endlich die Rolle des Schurken Murgol besetzen. Es ist der alte Buckeldorn, mein König. Eine interessante Wahl. Soll er aber die Königin nicht allzu schrecken. Wie ihr wünscht, mein König. Wer ist der junge Mann dort? Auch ein Schausteller? Majestät, die Eichblatt-Queste der kleinen Turnei für das einfache Volk hat heute einen Sieger gefunden. Der junge Geron aus dem Ledererviertel. So, jetzt nehmen wir mal die sehr formelle Anrede. Oder stolze.
Nimm die doch. Euer Majestät? Der Junge ist Zögling des Waldläufers Gwynling. Ist das wahr? So ist es, Majestät. Der alte Gwynling. Ohne ihn müssten wir wohl noch heute den Seher fürchten. Majestät, vergesst nicht, dass... Er hat seine Schuld beglichen. Wie dem auch sei. Hiermit ernenne ich dich zum Sieger der Eichblatt-Queste, Geron. So sei es gesprochen und gesiegelt im 1889. Jahr der Unabhängigkeit. Mögest du Andergast stolz machen, Junge. Du kannst dich jetzt bedanken und erheben. Habt Dank für diese Ehre, Euer Majestät. Deine Audienz ist beendet. Wartet. Sag, hast du das Jägerhandwerk von Gwynling gelernt, Geron? Ja, Mann, selbstverständlich. Sicher. Wölfe und Bären müssen sich vor mir fürchten. Nun, diese plagen uns auf der Burg nur selten. Sagt von Neuendorf, konnte inzwischen etwas gegen die Krähen im königlichen Gästegemach unternommen werden? Majestät, wir unternehmen alle Anstrengungen. Aber? Sie geben sich sehr hartnäckig, mein König. Wahrlich biestige Krähen. Das höre ich seit Tagen. Das Gesinde gibt sein Bestes. Nicht gut genug. Die nostrische Königin wäre beleidigt. Geron, wirst du mit ein paar Krähen fertig? Das sind Vögel wie alle anderen. Man lockt sie, casht sie, hat sie. Das ist ein Wort. Hiermit erteile ich dir den Auftrag, das königliche Gastgemach von allen Krähen zu befreien. Aber Majestät! Der ganze Hof ist in Aufruhr, Neuendorf. Ihr könnt sicherlich eine helfende Hand gebrauchen. Natürlich, mein König. Ich frage nur, ihr wisst schon, was man über ihn sagt. Bleibt mir weg mit Volkes Aberglauben. Es ist beschlossen. Bringt den Jungen sofort in das verwüstete Gemach. Sehr wohl, mein König. Mach deine Sache gut, Geron, und wir sehen uns wieder. Andergasts Schicksal liegt in deinen Händen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein König.